Jetzt Kandidaten vorstellen. Ja, das muss ich aber schon noch machen. Nee, jetzt Kandidaten vorstellen. Gut, dann stelle ich mich im Rahmen von Taskforce BTV vor. Ich habe zwei. Ich sage nur drei kurze Worte. Technik, Dank, haben schon gesagt, speziellen Dank auch für Rudolf, für seine Tontechnik. Unermüdlich heute den ganzen Tag. Danke, Rudolf. Saal 2, aber 15 € ist okay, das kann man schon schmerzen, aber ich kann nicht jeweils nur nachrechnen. Und drittens, mein Anliegen, können wir da ein Trinkgeld hinterlassen für die Brauhausmitarbeiter, die sich heute wirklich zwissen haben, damit das noch besser funktioniert im Essen vor allem. Und vor allem, die das eingezahlt haben über das Konto, gehen dann eigentlich nicht das Trinkgeld her von den Speisen, also da wären wir ganz dankbar, weil da revanchieren wir uns im Laufe der Gnade, wie wir jetzt eingeräumt bekommen haben. Danke. Taskforce BTV kennengelernt. Ich bin aber auch, viele von euch wissen das ich habe mitinitiiert und mitbegründet die Taskforce-Redaktion. Willi Trill ist noch mit von der Partie, wir werden das jetzt bald umbenennen, Taskforce-Lektorat. Damit es noch klarer ist, ich habe mich auch versucht zu engagieren in der Taskforce Post-Gender, als Frau sollte mir das auch ein Anliegen sein in der Taskforce Gesundheit. Ich muss ehrlich sagen, das ist ein bisschen zurückgesteckte inhaltliche Arbeit, für die ich mich auch entschuldigen muss, dass ich da nicht so viel weiterbringen konnte, auch nicht so viele selbst Anträge gestellt habe jetzt, weil ich eben sehr, wie ihr alle wisst, administrativ tätig war, nicht zuletzt in der Bundesgeschäftsführung und beides zusammen für eine doch sehr große und größte wie HFNWV vorzubereiten hat, ziemlich intensiv, also deswegen bitte mich noch nicht zu intensiv auf Programmpunkte zu prüfen und ich habe nicht zu viel Zeit gehabt, mich mit dem auseinanderzusetzen. Ich möchte mich gleich meinen Vorrednern anschließen. Also vieles von dem finde ich einfach großartig und wir haben schon viel umgesetzt. Ich möchte gar nicht viel reden, also umgesetzt in dem Sinn, dass wir uns bewusst geworden sind, dass wir als Bundesvorstände eine Riesenverantwortung haben für die gesamte Organisation. Und ein Pirat, das habe ich mal gehört, egal wo der ist, ob der jetzt im Burgenland ist oder im Vorarlberg, er wird immer als Pirat gesehen, nicht als Pirat der ELO Wien oder Pirat der ELO Niederösterreich. Und dessen sollten wir uns bewusst sein. Ganz kurz noch würde ich sagen, also ich bin auch vollkommen für eine bessere Koordination und Kooperation innerhalb der Bundesorgane, speziell auch der Taskforce. Das muss einfach besser sein. Ich weiß zum Beispiel heute nicht, wer bei uns in der Taskforce für die Demokratie zuständig ist und so. Das muss ganz einfach ein anderes werden, es muss viel schneller gehen. Ich bin auch sehr dafür, dass das Programm für BTVs aus den Taskforces erarbeitet werden, dass es nicht Einzelkämpfer sein müssen, die dann in letzter Minute die Anträge einreichen, womöglich dann noch reflektieren und ihre eigenen Gegenanträge stellen müssen, damit es dann bei der BTV auch wirklich Hand und Fuß hat. Ich wäre sehr dankbar, wenn das Liquid Feedback gut funktionieren wird, dass wir viele Programmsachen möglichst auch dort dezentral organisieren können. Ich bin sehr dafür, dass wir auch die Leute dazu bringen, das Liquid Feedback zu nutzen. Ich glaube, dass wir jetzt ein neues Liquid Feedback haben, die 2.0-Version, mit der das wirklich gut geht. Und ich war vorher sehr skeptisch und habe mich überzeugen lassen, dass es wirklich gut gemacht mittlerweile. Ich bin sehr dafür, dass wir innerhalb der Piratenpartei Österreichs anfangen, eine wesentlich bessere Vernetzung von uns Frauen zu haben. Wir haben großartige Frauen in den Landesorganisationen, auch schon als Landesvorstände, Landesgeschäftsführerinnen. Das muss auch noch besser werden, unbedingt. Ich bin auch schwer dafür für eine bessere internationale Kooperation, weil es kann nicht sein, dass ich, also ich selbst schon mittlerweile schon, aber dass ich Typen noch nicht eingespeichert habe in meinem Handy, also das muss besser werden. Und was ich auf jeden Fall möchte, ist ein Pflichtenheft, womit sich jeder Bundesvorstand, jeder Bundesgeschäftsführer, jeder, der in eine Organfunktion gewählt ist und welche eigenen Aufgaben er sich setzt, wie er die umsetzen möchte. Ich möchte haben, dass es möglichst transparent in Wiki oder Wikis umgesetzt wird, damit man sehen kann, was tun wir jetzt gerade, was ist geplant.
und dass das aber abgesprochen ist mit den anderen Vorstandskollegen oder anderen Geschäftsführungskollegen. Das ist mir sehr wichtig. Und wenn wir das schaffen, eine Koordination, endlich ein Team zu haben, das vom Bund aus eine Vorbildwirkung hat auf die Landesorganisation und auf euch alle, dann können wir ganz sicher sein, dass wir den Kompass richtig einstellen, die Ziele anvisieren und die Segel setzen. Und in diesem Sinn bitte ich euch alle einzustimmen in Schiff Ahoi! Schiff Ahoi! Schiff Ahoi! Hoi! Hoi! Das hat erledigt geschickt. Eine Frage wegzunehmen, deswegen als Bundesvorstandskandidatin hier, weil mich einige Mitglieder, die ich sehr schätze, gebeten haben, jetzt hier zu stehen. Wortmeldung oder Frage? Wer ist erster? Ja, mach hier vorne, ist das weg. Ja, dann haben wir nur, mach du hier vorne jetzt und dann kann man da hinten übersichtlich fragen müssen. Kurze Frage, nur was mich interessiert, was würdest du lieber machen, BGF oder BV? Das ist eine sehr schwere Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch, dass ganz viele liebe Mitglieder von euch für die Bundesgeschäftsführung kandidieren. Es ist aber so, dass schon auch immer die Frauenquote bei uns sehr bekrittelt wird. Ich fände es schon auch wichtig, wenn wir auch im Sinne einer vielleicht ein besseres Gesprächsklima oder so auch eine Frau vielleicht im Bundesvorstand hätten. Und das auch mal ausprobieren. So, nächste Frage. Martin Rudolf Fischler, Elo Niederösterreich. Du hast es vorhin schon vorweggenommen. Ich persönlich weiß, ich kenne dich seitdem du Pirat geworden bist. Ja, ich habe uns Wien kennengelernt. Ich schätze dich sehr, du weißt das. Und ich persönlich sehe dich perfekt in der DGF. Scheiße, die ist weniger, okay, sorry. Und ja, ich bin natürlich dafür, dass Frauen im Vorstand, weil das ist die Außenwirkung wäre es super, mehr Frauen im Vorstand zu haben. Weiß aber nicht, ob ich dich dort wirklich sehe oder haben möchte, weil ich weiß, du eine Spitzenarbeit gemacht hast bis jetzt mit Niobe. Du hast wirklich tolle Arbeit geleistet und ich dort nicht verlieren möchte, ne? Weil ich weiß, dass es funktioniert und wenn man dann schon mal ein System und wenn es rennt, ganz gut. Ja, ich will haben, dass du im Bundesvorstand und aufreibst für nächsten Ärger. Ne? Was ich meine, ne? Kommt man zum Punkt. Also eine Frage. Ja. Also eigentlich musst du dich am Anfang deines Wortbeitrags festlegen, ob du einen Redebeitrag, also pro Kontra, oder eine Frage halten möchtest. Du hast dich jetzt eigentlich schon entschieden, aber stell mal mit dir seine Frage, kommt zum Punkt. Ich glaube, ich habe mich nicht qualifiziert und ist doch keine Frage geworden. Und ich gebe das Mikrofon weiter, okay? Brauchst du jetzt nicht antworten. Auch eine gute Idee. Kann sie nicht, weil keine Frage gestellt wurde. So, und aus den gerade eben erwähnten Gründen denke ich mir, würdest du dich sehr gut als Bundesvorständin machen, um auch in dieser Rolle zu kämpfen. Nehmen wir an, du willst Bundesvorständin werden und du kommst in ein Interview, wahrscheinlich, ja, und dann wird wahrscheinlich auch die Rolle der Frauen in der privaten Rolle angesprochen werden. Und nehmen wir an, die Reporterin oder der Reporter fragt dich, was können Sie den Frauen oder was sagen, um sie dazu zu bewegen, die Piratenpartei zu wählen oder eine Piratenpartei mitzumachen? Also erstens einmal würde ich sagen, danke für die Frage. Ich würde sagen, ich habe mich, und das ist jetzt echt ehrlich gemeint, ich habe auch schon als seinerzeit noch ÖVP-Mitglied, war ich freigestellte Personalvertreterin auf einer SPÖ-Liste. Und ich muss sagen, also ich habe sowohl als auch Erfahrungen gesammelt, um für jede Frau Ratin zu den Piraten zu kommen, weil so akzeptiert als Frau habe ich mich noch nie in einer anderen Partei wie hier.
Frauenquote hast du ja schon angesprochen. Möchtest du aber dieses nur rein, weil du Frau bist, die Frauenquote erfüllen oder einfach, weil du glaubst, dass du wirklich dafür geschaffen bist? Ja, wie gesagt, das hat mehrere Gründe. Ja. Es ist einerseits diese Vorbildwirkung verantwortlich zu tragen. Man muss, wenn einem diese Bitte angetragen wird, überlegen, ob man sich das antun möchte oder nicht. Es waren, wie gesagt, Mitglieder, die mich gefragt oder gebeten haben, zu kandidieren, die ich sehr schätze und auf ihre Meinung vertraue und auch hoffentlich auf ihren Rückhalt vertrauen kann. Ich sehe mich jetzt bitte nicht als Quotenfrau, das möchte ich abstreiten, deswegen vertraue ich in dieser Wahl ganz einfach auf die heute schon vielfach gezeigte Schwarmintelligenz, die auch von Rodrigo so oft komplimentiert wird und möge das Beste für uns alle geschehen. Gut, das ist eine Frage. Heute warst du ja ziemlich im Stress. Du warst ja heute ziemlich im Stress und hast teilweise aggressiv reagiert. Ja? Und jetzt ist es so, du stehst in der Öffentlichkeit. Wie wirst du dann reagieren, wenn du Stress hast? Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich weiß, dass ich da auch noch zu arbeiten habe, Persönlichkeitsbildung, vollkommen richtig. Ich muss auch dazu sagen, dass jeder Mensch lernfähig ist. Ich habe in den letzten paar Monaten sehr, sehr viel über Computer gelernt, die ich in den letzten, glaube ich, 10 Jahren nicht gelernt habe in meinem Beruf. Ich habe auch eine sehr gute Freundin, die mich da begleiten wird, die hat eine Ausbildung zur Mentaltrainerin und so weiter. Also das werde ich auch in Anspruch nehmen. Ja. So, auch ich natürlich eine Frage zu den Frauen. Gar nicht anders. Es ist ja schön, wenn du als Frau als Vorbild dastehen willst. Meine Frage ist, was willst du aktiv tun, um den Frauenanteil bei den Piraten zu erhöhen? Ja, also ich denke, das wird wahrscheinlich nur so gehen, indem man als Frau in der Öffentlichkeit schon steht und auch sagt, dass das eben ein durchaus auch für Frauen geeignetes Forum ist, ihre Ideen einzubringen und dass man hier eine Gesprächskultur lebt, die man sich als Frau ja nur wünschen kann. Ja? Wir reden über alles, manches wird zerredet, aber im Prinzip würde ich sagen, ja, man muss ganz einfach deutlich machen, dass das eigentlich die einzige bürgerliche Partei ist, die sich mittlerweile mit einem demokratischen Verständnis in Österreich ja, mehr oder minder wirklich bemüht, zumindest. Und man kann als Frau, glaube ich, nur auftreten und ich denke mir auch die anderen Frauen eben auch über das Frauennetzwerk zu koordinieren, dass man da geschlossener auftreten und ganz einfach eine Frauenpower@piratenpartei.at also etablieren. Ja. Als ich das letzte Mal auf der Wikipedia nach Postgender geschaut habe, habe ich einen Artikel gefunden, der das chirurgische Entfernen des Geschlechtes tituliert. Chirurgische Entfernen des Geschlechtes tituliert und so alle gleich macht. Ich glaube nicht, dass du das unter Postgender verstehst. Was verstehst du unter Postgender? Also, ehrlich gesagt, unter Postgender verstehe ich Folgendes. Der Körper der Frau ist der Körper der Frau. Den werden wir jetzt nicht ändern können. Der ist seit ungefähr 2 Millionen Jahren, was man glaubt, halt so. Und dann gibt es den Körper des Mannes und der ist auch so. Und jeder soll sich in seinem Körper wohlfühlen dürfen. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, ich finde, Postgender ist dann erreicht nicht unbedingt, wenn wir nur immer sagen würden, Piratinnen und Piraten und die Gehalts- und Akzeptanzschere driftet immer weiter auseinander. Das müssen wir ja auch klar vor Augen haben. Frauen sind meiner Ansicht nach dann weitestgehend auch wirklich als gesellschaftliche gleiche Partner akzeptiert, wenn das ähnlich wie skandinavischen Länder ganz einfach nicht mehr so eine Rolle spielt, ob man sich als Frau für eine Position bewirbt oder nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme aus dem öffentlichen Sektor, das ist schon weitestgehend besser. Ich muss aber auch sagen, im Außenministerium, wo ich arbeite, ist es immer noch so, dass wir viel mehr Botschafter haben als Botschafterinnen.
Und was ich denke ist, wir müssen ganz einfach vermitteln, als Frauen auch, dass wir keine Bedrohung sein sollen für Männer, die in irgendwelchen Machtpositionen stehen und ihre Seilschaften schmieden, nur damit sie in diesen Machtpositionen bleiben. Das erlebe ich sehr oft in meinem Job. Und deswegen denke ich mir, da müssen wir ganz einfach ansetzen und sagen, wir wollen Mitarbeiter in der Gesellschaft gleichberechtigt. Du scheinst eine längere Geschichte politischen Tuns zu haben, außer vor den Piraten. Welche für dich 3 wesentlichen Persönlichkeitsmerkmale treiben dich in die Politik? Ja, danke. Gute Frage. Also, ich habe einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Den hatte ich schon als kleines Kind. Zweitens einmal, ganz ehrlich gesagt, ich rede gerne, heute doch eher kürzer, was sonst gern. Und drittens einmal, ich bin schon dafür und die Verantwortung muss jeder Mensch für sich selbst erkennen. Es gibt 2 Möglichkeiten. Ich kann meinen Enkelkindern, also ich habe jetzt einen 18-jährigen Sohn, ich hoffe mal, ich habe Enkelkinder und ich kann ihnen erzählen, ja, damals hätten wir als Großmutter, damals hätten wir die Möglichkeit gehabt, was zu tun, aber das war halt nicht wirklich so meins und ich wollte dann da nicht und das andere will ich nicht. Ja? Ich hoffe, ihr habt mich verstanden, das will ich nicht. Ich möchte mal sagen können, gut, ich habe was riskiert in meinem Leben, aber ich habe mich zumindest bemüht, die Welt ein Stückchen besser zu machen, sei es nur zu versuchen, den Menschen zu erklären, was Demokratie sein wirklich betrifft, was Gleichberechtigung wirklich betrifft. Und ehrlich gesagt, es ist eigentlich das, wir Menschen sind sehr intelligente Wesen. Ja? Wir schaffen es nicht, die Umweltverschmutzung in den Griff zu kriegen. Wir schaffen es nicht, offensichtlich miteinander freundschaftlich umzugehen. Haben wir das notwendig und dafür würde ich auch gerne mal einstehen. Ja. So, Landrat Wien, ich habe keine Frage, sondern ein Statement. Ich glaube oder bin überzeugt, dass du eine Riesenbereicherung für die Piratenpartei bist. Ich hoffe, dass du viele Stimmen heute bekommst und ich würde mir wünschen, dass du viele Interviews gibst, weil ich denke mir, ich kann mir vorstellen, dass wir alle noch sehr stolz auf dich sein werden.